Herr Laurent Moser, die Hautwort. Ja, merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Madame, Herr Minister. Den Projet de loi 8291 als ein enorm wichtiges Projekt für uns Finanzplatz. Leider ist es noch äußerst technisch und nicht immer ganz einfach auch nachzuvollziehen. Dafür werde ich mich auch damit an meinem mündlichen Rapport ganz kurz halten, auch für all die Leute, die aber den Besoin verspüren, sich mehr tief mit den Technicalities von dem Projekt aufzugehen, verweisen ich auf mein schriftlichen Rapport. Mit diesem Projekt, Herr Präsident, setzen wir das sogenannte EU-Reglement DORA flotten mit der begleitenden EU-Direktiv DORA steht an hun die Staat bestimmt alle Goethe gefrot für Digital Operational Resilience Act. Hier geht es also um die Harmonisierung und Verstärken von den Sicherheitsstandards von den Informations- und Kommunikationstechnologien am Finanzsektor. Als Finanzplatz ist, und ich meine, das gestern oft genug aufgestracht gehen, den Motto von unserer Wirtschaft, und wir müssen alles dran setzen, für dafür zu sorgen, dass diesen auch adäquat für Cyberattacken geschützt wird. Dieser Sektor wird dank immer mehr großer Digitalisierung mehr performant, aber auch mehr auffällig an Cyberkriminalität möchte, sowie an der gesamten Gesellschaft auch kein Halt für Finanzsektor. Dafür ist es DORA immens wichtig für überall an der Europäischen Union, die nämlich stark Standards anzuführen und das auch an engem Regelwerk zusammenzuführen. Das EU-Reglement ist telquel applikabel, und wir gehen eigentlich mit diesem Projet de loi also Finanzobsicht die nötigen Kompetenzen und Befugnisse, dass sie für die Anhalen von diesen neuen Regeln am Finanzsektor können sorgen. Direktiv setzen wir indem wir durch dieses Projet de loi eine Reihe Gesetze punktuell ändern. Zu den Navien. Der Staatsrat hat eng Opposition formell, die wir durch ein Amendement von der Finanzkommission behoben haben. Die Chambre de Commerce als a grossen sich afverstanen mam Projet de loi, findet aber, dass Sanktionen für Nicht-Anhalen von den Regeln ein wenig zu hoch angesetzt werden, mit einem maximalen Montant von 5 Millionen Euro. An der Finanzkommission hatten wir darüber eine längere Diskussion mit dem Finanzminister. Und wir sind aber alle gut zu der Konklusion gekommen, dass es doch wichtig ist, dass den ein starkes Signal sendet, für dass auch die Regeln, die wir heute dann hoffentlich alle gut unholen, auch respektiert gehen an ähnliche Gesetzestexte bei anderen Institutionen sind die Amenden auch ähnlich hoch. Zur Prozedur dem Projet de loi ist der 4. August 2023 deponiert gehen. Chambre de Commerce hat ihren ersten Avis den 23. Oktober 2023 gegen den Staatsrat, hat den 27. Februar 2024 sein Avis gehen. Ich gouf den 15. März zum Rapporteur ernannt an die Finanzkommission hat sich mit dem Text und mit den Avis befasst und hat auch ein Amendement parlamentär angeholt. Der Staatsrat hat diesen Amendement dann an einem Avis komplementär den 7. Mai positiv avisiert. Die Chambre de Commerce hat ihren Avis komplementär den 23. Mai publiziert. An mein Rapport gouf den 4. Juni an der Finanzkommission angeholt. Mit diesem Projekt werden wir eine wichtige Meile stehen am Kampf gegen Cyberkriminalität am Finanzsektor gehen. Und dafür wäre ich auch ganz froh, wenn dieses Projekt mit ganz vielen Stimmen aus diesem Haus angeholt wird. Herr Präsident, erlaubt mir dann noch ganz kurz vom Rapporteur auszudoen an Kap vom Sprecher von meiner Fraktion ganz kurz unzudoen, für allerrecht für natürlich den Akkord von der Fraktion zu diesem eminent wichtigen Projekt zu gehen. Aber auch zwei Remarken zum Projekt und noch zum Kontext vom Projekt will machen, dass echt ist, dass eigentlich das Reglement
schon den 20. Januar vom nächsten Jahr werden Kraft treten. Das ist also nicht mehr ewig lang. Wir stellen uns aber die Frage, ob der Finanzsektor bereit ist, für die ganz viel technische Dispositionen umzusetzen. Und dafür hätte man gefragt an der Finanzkommission, da denke ich, die zuständige Institution, nämlich CSSF, als gibt ein paar Märchen kommen, wo wir dort sind. Das wird an den nächsten Wochen geschehen, wo ich also ganz dankbar bin, dass wir da noch einmal könnten hören, wo wir genau drin sind. Die zweite Remarque, an die hat indirekt doch mit diesem Projekt zu dienen, den dem Finanzsektor, ganz besonders auch die Banken, wird zusätzlich administrativ Kontranten oberlegen, als aber ein Punkt, den aufhängt, wirklich Sorgen zu machen. Ich meine, die ganz Compliance am Finanzsektor fängt an, Ausmaßen anzuholen, die immer mehr weit gehen. Das Regierung, das Majorität hat sich eigentlich Simplifikation administrativ auf den Fendel geschrieben. Muss ich allerdings noch wissen, dass die Projekte, die wir heute Mitte stimmen, und noch eine andere Projekte, die wir werden an der nächsten Woche stimmen, trotzdem die Regelweg für ganz besonders den Finanzsektor immer mehr groß machen. Und ich gebe mir vielleicht noch erlauben, Herr Finanzminister, wie dat mal lo Europawahlen hätten, könnt eng neue EU-Kommission schon 100 oder eng neue Majorität wird dann aber hoffentlich vielleicht durch die Majorität als sich wird formieren, aber darüber hinzuwirken, dass man irgendwie Evalumolenke Brems allehen, wat die Überreglementierung betrifft, die nicht nur dem Finanzsektor, aber immer mehr Sorgen macht, mit auch den vielen kleinen und mittleren Entreprisen, noch all den Independenten, die sich mit immer mehr Paperasserie administrativ müssen rumschlagen. Und dafür mein Appell auch den Mitten und den Kollegen von der Regierung, dass, wenn die nächste Kommission an Damm tritt, dass wir insistieren, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr Molo werden machen. Das gesagt, nach einem Akkord von meiner Fraktion zu diesem Projekt. Eine große Merci für die Nachrichten.